Wir wollen mit jou zusammen Puvit und Peren gucken. Und Wiesen wollen ja dat Hanna und Michael. Michael, der ist von Beruf, Koch und auch Backe. Nehme ich mal an, dass er das kann. Und Hanna, du hast ja auch ein bisschen Ahnung von. Und ich mag nicht einmal so ein bisschen zusammen und Wiesen, der Taukik ist, wo so richtig lecker Puvit mit Peren gehalten. Die Rezepten und all was der Tau hört, könnt ihr glaubt bei uns im Internet finden, das blenden wir dann nochmal in. Auch ist der Rezept steht hier auch in der Ostfriesen Cookbuch, der das ja noch in Berghandel gibt. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit Puvit und Peren. Ja, ich sagen, legen wir mal los. Da fangen wir mal an. Ja. Dann weißt du mir mal eben, wo man so einen richtig neuen Hefeteig machen hat. Ja, okay, also für uns Puvit, für den Hefeteig, brauchen wir erstmal Mehl, klar. Dann frische Hefe, bisschen Butter, Zucker, Salz und Ei. Ja, wichtig halt bei Hefeteig ist immer, dass wir einige Augenblicke Temperatur haben von der helle Sau. Nicht kalt im Kölschkap, Feinzimmertemperatur, Einblick. Ja, und wir machen nur noch ein bisschen Knifte bei, wir machen uns ein bisschen Fördeig. Fördeig hat der Fördeig, dass wieder noch ein bisschen mehr Schwung drin bringen. Wie so ein Schorhefeteig, wie Stollen. Da macht man das sowieso. Da ist das wichtig. Da ist das wichtig und ja und um nur noch ein bisschen Stoff zu machen. So, dann kannst du dann machen, dann nimmst du die Hefe und dann haben wir hier den warmen Melk umgesetzt. Und dann dauert die noch ein bisschen. Weißt du eigentlich, wo der plattdeutsche Ausdruck für Hefe ist? Wieso? Hefe ist Hefe. Nee. Gerst heißt das doch platt. Kerst, ne. Kennst du das nicht von den Eulen oder so, von Frauen? Nee? Doch, Gerst. das heißt Gerst. So kenn ich das. Was muss da noch hin? Wir Ich haben krieg hier gerade mal ein bloß bisschen glatt. So, dann da wieder Zucker. Zucker mit in. Sehr schön. Und ein bisschen Mehl. Das ist nur was für dich. Das ist uns fertig. Und der lauten wir nun Obriesen. auflesen. 10 Minuten, voll stören. Kannst zwischendurch später noch mal nachkicken. Manchmal gerade in der Probe. Das ist so wie auch, obwohl er noch glatte. Ja, ein bisschen ist noch. Gut. Wunderbar. Und das direkt, wenn ich dir so gern stehe. Wo sich denn umgenutzt fertig? Ja, wir können kicken. Ja, Kick. was meinst du davon? Jetzt ich glaube. So, ja, gut. Ja, ja, nun räumen wir uns Pufferdeich an. Du kannst Kann das da so in? die Förderdeich dann so ändern. Ja, wunderbar. So weit? Ja. So, dann kommt die nächste und Spotte. Spotte. Zucker? Zucker haben wir an in der Förderdeich mit drin. Oh ja, das Das reicht, das ist nicht viel. Bisschen Salz. Nein, Toffel soll die. Eine Prise. Ja, für sollten die dabei haben. So, dann kommen die Eier drin. So, und dann uns Melk. Und mit dem Melk habe ich ja gesagt, der muss handwarm. Wenn du den nun tauwarm hast, dann das ist dann wieder schlecht für die Hefedeich. Dann geht die Hefe nämlich kaputt. Also Ja, ja. tauwarm ist umgekehrt. Aha. Ne? Also so So. Zimmertemperatur, handwarm, das ist immer am besten. So, dann nehmen wir uns Mehl. So, dann haben wir alles drin. Und dann rühren wir uns Hefedeig. Und warum rührst du dann mit Lepel und nicht mit Mixer oder so? Ja, also mit dem Mixer, den Mixer habe ich für da noch nicht gefunden, der hat schaffen hat. Also da musst du auch einen richtigen Profi bestehen haben, den Hefeteig anrühren kann vernünftig. Also da kann man wirklich mit Hand machen,
dann wird er doch wach. Also dann mache ich nur wieder und dann mache ich nur mit Hand. Ja. Das geht bitte. Das Und das klebt die nicht an den Fingers? Nö, also man muss ja immer eine gewisse Menge an Mehl haben. Dann muss dann Hefeteig und ein elastischer Teig werden. Und den musst du nun so lang kneten, Hefeteig, bis der nicht mehr kleben bleibt. Ah. Also das hängt von der Länge von der Knete. Ja, und noch die Beschaffenheit, ob du nun genug Mehl dran hast und das magst du dann. Ne? Wenn du nun Vögeln da hast, hey, klebt noch immer. Ja. Siehst du? So, Also musst du immer noch Musst ein du bisschen noch Mehl immer ein bisschen Mehl. probieren, solange der nicht mehr klebt. bitte. Nicht mehr kleben. Du sag mal, Hanna, wo du alte Profitfirma mit dir Ja, das kann ich mal machen. Der lautet mir nun ein Tietje verpusten. Dann habe ich die Ruhkommen da, das ist immer geil von Hefeteig. Deckt man einen Tom in Hand auf, dann eine Drehform da. Und dann laufen wir dem Hellkör dem Lien. Und das ist für den Hefeteig auch immer geil, wenn er sich mal ein bisschen verpusten kann. Will wieder noch ein Glas Wein trinken? Ja. Wie uns Puffet? Was Ja, hast du überhaupt. da für Mäuse und Sört? Also, ich habe uns ein Moor Spätlese gezeigt. Seit Wien, das passt endlich zu der Puffet mit am besten. Ja. Dann vorbei wieder dahin. Ja. Die aus Fräsen, der sind ja sowieso nicht so für die Sur-Wien. Nee. Die mögen ein bisschen Salz. Ja, Löwig. okay. Ja, das ist aber so wesen. Das will ich Ja, dann Wir wollen mal den probieren. würde ich sagen, ob uns Für uns Hefedeck. Hilfe lässt. Ja, Das schmeckt ja auch. das ist doch lecker. Musst du noch mal eben noch den Deich kicken? Musst du für du? Ja. Dann kicken wir hin. Oh, ja, der Deich. Ja, okay. So, nun können wir den Puffetschirm, hast du erst fertig? Puffetform ist klar. So. Den kannst du dann in der. Genau, dann machen wir den. Ich nehme noch jetzt einen Schluck Wein. Was wir den aufstellen, oder? Ich hab nicht. Der Firm, was wir den aufstellen. So, kick. Dann kann ich auch ja all die Pillen wieder, wa? Den kannst du klar. Ja. Weißt du, den Peer nicht weg? Ja, das musst du mal gehen weiten, wa? Wieso? Das ist ein Geschirr für Syrtung. Da muss doch ja so richtig Guckpillen gewesen. Steinpillen kann man da auch was hin. Oder Guckpillen. Und dann habe ich auch Bleitje. Wir lesen hier immer noch Bleitje, Reiderland. Und da ist freitags immer die Schummelecke in. Und da stand dann Anzeige, Birnen zu verschenken. Da habe ich da andere auch nur Wasser den Holthuser Heid. Ja, da muss wieder auch hier noch hin und ich habe kein Auto, da muss ich noch einen bekehren Frau und dann der mit mir da hinfuhr. Und dann mussten die Pillen auch hier noch Glück worden. Und mit dem Bekehren, die war halt da alle, die konntest du auch nicht mehr in Pillen spülen. Da kommt aber den Hus her und da sagt er, wie schüllen die Bumm eben. Und du hast wie ein Heilauch Pillen auf draußen liegen und du hast wie ein Feintintchen voll Pillen mitgebracht und der habe ich dann ingekocht. Die Pillen, die koche ich nur eben ab und dann waren die mit ein bisschen Gustin oder Stärkemehl anrührt, Ja. damit die ein bisschen faster sind. Ne? Aber das ist gar nicht mehr so einfach, dass man den noch kriegt. Diese Ohrpillenbomben, da Gift dazu füllen. Ja, dann läuft man. Und wenn man dann so eine Möglichkeit hat, dann muss es packen. Oh, den gucken ja an. Dann können wir den nur anlegen. Und dann laufen wir den nochmal im Abgucken. Und dann ist das Geld. Das ist gut. Das ist Geld, ne? War gestern nur mit dem Puffen hin. Ja, also der guckt noch in den Backofen. Machen wir den Backofen auf 50 Grad. Aha. Das ist doch für da wenn ein Riesen da. Da hat er nochmal Riesen da. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde und dann ist das gut. Wo kriegt man noch eigentlich 6 Puffetfirmen? Da kannst du noch mal in Hochsalzwarengeschäft kriegen. In Möllenwerf, wie Grunewald. Da habe ich dir letztens noch gesehen. Ach, der haben so was? Der haben so was. Mensch. Ja, da kannst man hinfahren. So. Und nun Kommt her. kommt der Puffet in In das den- Waterpot. In die Waterpot. Genau. Und da muss er nun gucken. Da muss ich nun gucken. Und da laufen wir rum
ungefähr ein Stück in. Wissen wir, ob das für einen Mut? So. Der große Augenblick. Oh, der lädt ja wohl. Okay. Meine Güte. Wunderbar. So. Helmut. Dann schneiden wir uns ein Stückchen auf, Hanna. Und dann rühren wir den. Ein paar Fäden nimmt. Kuchen. Was meinst du, wer hätte man dann puffert? Hauptsächlich. Du, das ist eine süße Hauptspeise. Der Erdmann zum Mittagessen. Aber die kriege ich aber auch nicht hell auf wie bei einem. Was machen wir damit den Rest? Da kannst du nochmal das fein Tee machen. Ein bisschen Butter auf. Und hergott meinen da ist noch ein bisschen Zucker auf. Oh, das klingt auch gehört. Ja, das ist lecker. Kicken, was ist der So, wohl kick. umgegangen, ne? Wunderbar, ne? Wunderbar. Ja, dann dauert es noch ein Stückchen auf Teller. Ja, und dann ein bisschen von den Pelenbrot und dann wird man den probieren. Du machst bestimmt auch noch ein Glas Wein. Okay. Ja, das schmeckt halt auch so wenig. Soll ich das nehmen? Ja, was haben die nächsten Themen? Ja, ob uns Ob uns Puffen und Brot Pelen. und Peel. Prost. Prost. Dann mache ich das einmal auf über süß können. Weil du mich das noch so modelliert hast, Ja. wo das geht. Das schmeckt ja wieder. Das schmeckt gut. So eine Haue hin, du. Das schmeckt lecker. Ich habe gehört, hinkriegen die Beine. Ja, die Pelen sind Köstlich, ne? köstlich. Wir passen am Mut, ja? Absacker gesehen. Ja, das können wir noch überlegen. Du, guck mal, ich habe uns ein Minütchen Reiseleinchen mitgebracht. Ja, der ist immer gern. Ich auch. Das ist was Feines. Der möge ich was. Ja. Wir möchten uns hierbei nämlich bedanken, wie uns Sponsoren mal, die uns holen können. Das ist einmal der Husesworden, Grüne Wort und Mühlenbach und der KCB Köchenstudio und Bohr. Ja. Siehst du, da kommt noch ein bisschen Zucker in. Und dann ist das ein Ollewertske Pingel Finger mit Lepel. mit Lepel. Und der heißt Pingel, weil er dann so wohl pingelt. Genau. Ne? Anna, Ja. Ich würde sagen, besten Dank. Dann Prost, ne? Prost.